Freundinnen und Freunde draussen, es ist wieder soweit. Schweizer TikTok Cringe. Ja, guten Tag, wie geht's? Und wie immer, bevor das Video losgeht, der Witz vom Tag. Der Witz vom Tag. Was ist der Unterschied zwischen Zürich und dem Maelo? Absolut nichts, sind beide scheiße. Ja, PC ist natürlich Master Race. Da sagen die nichts dagegen. PC, Master Race. Aber wenn Konsole, dann PC. Merci vielmals für den Swiss Comedy Award. Bevor wir aber in TikToks reingehen, habe ich noch ein paar Kommentare aus der letzten Folge vorlesen. Wenn man mal wieder Bock auf Klicks hat. Ist es die Ernst? Wenn man Unsympathisch TV auf Wish in die Schweiz bestellt. Unsympathisch TV, Schweizerdeutsch. Ist das euer Ernst? Was ist cringe? Erstens Schweizer TikToks. Zweitens am Adi seine Schnauz-Haar-Kombi. Wehe, sagt noch irgendjemand etwas gegen mich Schnauz? Baumklau-Tutorial. Ach nee, was kommt jetzt? Erstens Baum ausgraben. Zweitens Baum aufladen. Drittens Baum mitnehmen. An all die Leute draussen, die schon immer mal einen Baum haben klauen, jetzt wissen ihr, wie es geht. Achtung, das ist ein Überfall! Wer will schon nicht einen Baum klauen? Und ich bin froh, ist kein TikTok von mir dran gekommen. Man muss sagen, das denken sich ganz viele Leute, die dazu schauen, dass ihr TikTok zum Glück noch nicht dran gekommen ist. Aber das geht ganz schnell. Und dann ist euch ein TikTok dran gekommen. Ich kann euch nur vorwarnen. Nein, ich muss wirklich sagen, absolut zum Kotzen meine Kommentare. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten TikTok. Ist euch eigentlich jemals aufgefallen, dass wir unser Leben eigentlich mit Nudeln vergleichen können? Weil, wenn man so genau überlegt, dann kann man ja so sagen, unser Leben ist eigentlich geil und Nudeln sind auch geil. Aber es ist halt nicht immer geil. Zum Beispiel, wenn die Nudeln verkocht sind, dann ist es nicht geil. Und wenn ein Tag scheiße ist, dann ist es auch nicht geil. Also ist es eigentlich voll ähnlich und man kann auch genug bekommen von Nudeln. Und dann da kann man auch beim Leben, also es sind eigentlich unser Leben sind Nudeln. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das TikTok eigentlich wie ein Baum ist? Weil manchmal ist ein Baum ganz schön und man will ihn ganz lang anschauen und manchmal ist ein Baum ganz hässlich und man würde ihn am liebsten mit einer Motorsäge umsägen, verschneiden in Schnitzelstückchen und in einem Feuer verbrennen. Das Video ist definitiv das zweite gewesen. Hey Mädchen, komm mit mir ab Brienzersee. Dort wollt ihr dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du der für immer. Ich weiss jetzt nicht, was ich genau von dem TikTok halten soll. Auf jeden Fall kann man sagen, ein Sennenhemdli, Schnupf auf der Hand und der Traufer im Hintergrund, der singt, das ist sehr eine kritische Mischung auf TikTok. Die haben 10 Sekunden Zeit zum Roten, wie der Dude auf TikTok heisst. Eidgenoss 1291. Okay, wir haben alle Ferien, wir sind alle full und ja? darum machen wir jetzt ein 1 zu 10 Okay. mit dir. Okay. Und wenn du genau gleich zahlst wie ich, dann schaffst du jetzt Okay, auf let's go. fucking Hampelmann für mich. Okay, Ist gut. für mich. Mhm. 3, 2, 1, 4. 7. Ist nicht die gleiche Zahl? Nein. Aufstehen! Ist nicht die gleiche Zahl? Hampelmann. Ich mache keinen Hampelmann. Ich mache einen, ich mache Okay, mit. mach. Ja, ich mach nicht, weil ich habe nicht die gleiche Zahl gesagt. Nur Sport 5. Okay. Bye! Lieber rohen Fisch im Sushi, als dass es fischelt in der Muschelsuppe. Alles klar! Der Peach Werber macht direkt schon mal, dass das Video demonetarisiert wird. Ich sitze am Boden und spiele mit meinen Bauklötzchen. Was haben ihr denn sonst gedacht? Ay, ay, I walk around like that. Alle, die zuschauen daheim, absitzen. Wir müssen absitzen. Habt ihr verstanden? Absitzen. Sitzen ist die Lösung gegen das Coronavirus. Es sind nicht Masken, es sind nicht Abstand. Es ist nicht der Abstand, so heisst es. Es ist auch nicht die Quarantäne. Das Einzige, was ihr machen müsst. Oh nein, ich habe Coronavirus. Ich bin geheilt. Aber ich gratuliere. Sehr gut funktioniert. Ich finde das super, wirklich. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass das eine grosse Zucchetti ist, what the fuck ist denn das, Mann? Okay, wenn es um grosse Zucchettis geht, dann hätte ich jetzt etwas ganz anderes erwartet. Aber ich sage jetzt mal nicht, was ich erwartet habe. So, und dann machst du diesen hier. So. Hallo zusammen, ich bin wieder ein Eidgenoss. Und zwar, wenn ihr Interesse habt an einer Schnupfspruch-App, hier unten ist der Link. Ich weiß nicht, ob man draufdrücken kann. Sonst könnt ihr den Link eingeben. Und dann kommt die Schnupfspruch-App. Ich habe sie auch runtergeladen, das ist ein Kollege von mir. Digga, eine Schnupfspruch-App. Aber wenn es das schon gibt, müssen wir mal schauen, was dort so für Sprüche drauf sind. Digga, wo ist die App, Alter? Ich kann sagen,
Preis Schnupfsprüche. Open. In Afrika laufen die Frauen nackt herum, bei uns mit Kleider. Leider. 2 Mädchen auf der Weide mit dem Finger in der mit dem in dem Mund. Ja, das ist gesund. Egal ob Hund, Katz oder Maus, McDonald's macht ein Burger draus. Da muss ich gar meine Brille anziehen. Schnibbel, Schnabel, Schnösi, das Schnäbi gehört ins Schnibbel, Schnabbel, Schnäsi, der Schnupf gehört ins Näsi. Digga, das Video bekommt keine Werbung. Wir machen weiter. Brillenpinguin. Okay, Brillenpinguin. Willst du auch, oder? Die reden mit uns. Digga, wer auch immer das TikTok gemacht hat, ein richtiger Spaß muss das sein. Und vor allem schaut euch mal die Brüllen an. So etwas würde ich nie anziehen. Digga, das Video halte ich nicht aus. Da muss ich gerade nochmal einen Schnupfspruch vorlesen. Hat die Bäuerin zu viele Kilo, wohnt sie zu nah am Futtersilo. Oh, hoppla. Oh, hast du etwas gemacht? Das nennt man Judenrolle. Salut zusammen, bis nochmal an Egenos. Jetzt habe ich gute Nachrichten. Ich gehe jetzt noch heute live auf Instagram. Auf 8G-NOS1291. Ja, ich freue mich natürlich auf euch. Bis nachher, salut zusammen. Okay, jetzt hört mal zu. Ich verstand Leute nicht, die in der Insta-Story einen Livestream ankündigen. Verstand ich nicht. Und ich verstand auch Leute nicht, die auf TikTok einen Stream auf TikTok ankündigen, mit einem TikTok. Aber ich verstand Leute gar nicht, die auf TikTok in einem TikTok einen Livestream auf Insta ankündigen. Als ob sich irgendjemand wegen dem denkt, oh geil, jetzt gehe ich auf Insta den Livestream schauen. Leute, sind mal ehrlich, sind ihr wegen dem schon mal je einen Livestream schauen? Ja. Komm, hol die Maske raus, wir haben immer noch Corona. Ja, ich sage immer jedem das Seine, aber immerhin ist es ein Lied, das man gut dazu viben kann. Komm, hol die Maske raus, wir haben immer noch Corona. Und das ist genau das, was ich jetzt mache. Ich schnappe mir einen Schlafsack auf den Berg und entferne mich von jeglicher Zivilisation und Handyempfang, dass ich nie mehr ein TikTok anschauen muss. Ihr seid der Adi, der selber TikToks macht. Und an dieser Stelle wäre es auch wieder komplett gesehen mit der wöchentlichen Dosis TikTok-Cringe, die immer in einem Abstand von einem Monat kommt, was ja heisst, dass es eigentlich nicht eine wöchentliche Dosis ist, sondern eine monatliche Dosis. Ich aber trotzdem immer eine wöchentliche Dosis sage und selber nicht weiss wieso. Achtung, wichtige Ansage. Ich streame jeden Dienstag oben auf Twitch. Ich heisse dort auch Adi Totoro. Geht auf Twitch, sabbt rein und kommt jeden Dienstag oben im Stream vorbei. Es ist immer sehr, sehr wild. Ich kenne das alles gar nicht. Ich im Fall auch nicht. Das ist das Problem. Da kommen so die Deutschrap. Also weißt du, so die Deutschrap. Also so die Deutschrapper, die halt so übel deutsch sind. Weil ich in dem Video ja immer wieder ein paar Witze über Amaelo gemacht habe, habe ich jetzt zum Schluss noch etwas Nettes Amaelo sagen. Und zwar